Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wie geht es eigentlich Ihrer Würdesäule? Ja, Ihrer Würdesäule. Sie haben ganz richtig gehört. Ich weiß, das Wort, das Ihnen jetzt am verwandtesten vorkommt, ist Wirbelsäule. Und anatomisch heißt das Ding auch Wirbelsäule. Aber vor einigen Jahren auf einem Plakat von Brot für die Welt war die Wirbelsäule als Würdesäule abgebildet. Das hat mich beeindruckt, weil unsere Wirbelsäule dazu führt, dass wir aufrecht gehen können. Schauen Sie, was das mit mir macht, wenn ich mich aufrecht hinstelle und atme. Früher schon hat meine Mutter zu mir immer gesagt: Bu, lauf grad, stell dich gerade hin, lauf so, wie man als Mensch läuft. Und wenn Sie so Ihre Würdesäule richtig ausrichten, dann merken Sie, wie auf einmal auch Gefühle von Freiheit und von Größe in Ihnen wach werden. Das ist was Tolles, dass wir Menschen in unserem Menschsein das tragen, unsere eigene Bestimmung würdevoll, frei und mit anderen gemeinsam zu leben. Das ist schon angelegt in der Schöpfung, als Gott den Menschen geschaffen hat, zu seinem Ebenbild. Frei sollen wir Menschen sein, würdevoll sollen wir sein, Ebenbilder, in Frieden und Eintracht mit Gott und den Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Achte auf deine Würdesäule, pflege deine Würdesäule, lebe aufrecht und gerade, du Mensch. Und als würdevoller Mensch lebe ich in einem Land, das mir so viele Möglichkeiten bietet, wo ich mich frei entfalten kann, wo ich morgens wach werde mit einem relativen Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit, wo ich genug zu essen habe und wo ich weiß, dass soziale Sicherungssysteme greifen. Ein Land der Vielfalt, wo Menschen ganz unterschiedlich sein dürfen und das auch zeigen können. Menschen, die sich lieben, ob gleichgeschlechtlich oder heterosexuell. Menschen, die füreinander einstehen, ob hier geboren oder in dieses Land dazugekommen. Ja, über all diese Fragen können wir diskutieren und sogar streiten, weil wir in einer Demokratie leben. Ich finde es wichtig, dass wir unsere Würdesäule gerade darin zeigen, dass wir füreinander in diesen Wahlzeiten einstehen und wählen gehen. Schauen Sie, so viele Menschen setzen sich ein in unserem Land. So viele Menschen sind bereit zu sagen, setz dich ein für die Demokratie. Und Sie und ich, wir sollten das auch tun. Schätzen und achten Sie Ihre Würdesäule an diesem, dem kommenden Sonntag. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.